Hello und das ist so weird. Ich kann gar nicht sagen, ich glaube, ich habe es geschafft, aber ich habe es nicht geschafft. Hey Leute, das ist hure sensibel, das Teil. Ich hatte das vorher an meinen Haaren und es ist einfach so geruschelt des Todes. Ihr werdet taub, wenn ich das mit dem aufnehme. Hello und welcome zu meinem ersten YouTube-Video ever. Ever, Leute. Das ist so crazy. Das ist so crazy. Ich bin durch Trial und Error gegangen, um das ganze Setup hier aufzustellen und um es auditiv irgendwie gerecht zu machen. Also wenn das jetzt irgendwie nicht so das beste Intro zu einem YouTube-Video war, dann bear with me, okay? Aber als erstes mal, wer bin ich überhaupt und was mache ich auf dem Bildschirm? Am einfachsten ist einfach mal so ein bisschen, wenn ich euch ein paar Beispiele zeige, und zwar... Vielleicht kennst du mich von einem von diesen Videos oder vielleicht ist es gerade auch das erste Mal, wo du mich gesehen hast. Falls du mich von einem von diesen Videos kennst, welcome back. Falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Jagi und ich hinterfrage viel zu viel. Ich will immer mehr dazu lernen und ich möchte wieder ein Realität zurück auf Social Media bringen. Ui, was heisst das jetzt, dass ich sehr viel hinterfrage? Ich frage mich zum Teil Sachen wie zum Beispiel, wo gehen unsere Memories an, wenn wir sie vergessen tun. Also ich hinterfrage Sachen, die ich zum Teil die Menschen nicht hören, hinterfragen. Ich will immer mehr dazu lernen. Was heisst das? Ich liebe Bücher. Ich liebe Bücher so fest. Im Moment ist es aber am meisten einfach über Psychologie. Weil einerseits ist es ein Teil von meiner Ausbildung und andererseits, ich bin keine Psychologin, okay? Bevor irgendjemand das Gefühl hat, ich bin keine Psychologin. Aber es war ein Teil von meiner Ausbildung, um mich mit dem Verhalten von einem Menschen auseinanderzusetzen. Wie bin ich eigentlich in die ganze Social Media Szene reingekommen? Also, let's be real, ich bin mit Social Media aufgewachsen. Bei mir hat Instagram gerade so angefangen, dass man miteinander Fotos geteilt hat und die Friends sind sich alle liken und kommentieren, oh mein Gott, du bist so hübsch, obwohl so 13 ich war mit so einem grusigen Bob. Egal. Ich bin so ein bisschen mit Social Media aufgewachsen, mit Insta, mit YouTube. Ich habe jetzt mal YouTubers gesuchtet, bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann hat sich das natürlich auf Musical.ly übertragen und von Musical.ly ist TikTok geworden. Ich habe so lange darüber nachgedacht, um einfach auch anfangen, meine Sachen zu posten, weil ich gefunden habe, es macht mega Spass, um das ganze Zeug zu filmen, um einfach zu erzählen. Ich labere unnormal viele Leute. Ich habe immer mit Snapchat eigentlich so Vlogs gefilmt für meine Friends. Ich weiss nicht warum. Ich habe Lip-Syncs gemacht auf Snapchat zu meiner Playlist. Ich habe die auf meine Story gepostet. Ich habe eben Vlogs gemacht für meine Friends und gefunden, oh mein Gott, das und das ist mir passiert und habe dann das einfach so erzählt. Und es haben mir so viele Leute gesagt, ja, wird doch einfach so eine Vloggerin. Und für mich war es mega so unrealistisch. Ich so, ja, weißt du, ich will das irgendjemand anders sehen als jetzt ihr. Und wo dann so TikTok so ein Ding wurde oder so eine Plattform wurde, wo das wirklich immer normalisierter war, dass du eben Vlogs machst, dass du Lip-Synken tust und keine Ahnung was. Ich bin immer mehr so in die Richtung gegangen von so, ich will das auch machen. Soll ich es posten, soll ich es nicht posten? Ist es nicht hure cringe? Was denken andere Leute von mir? Ja. Und irgendwann bin ich einfach mal angesessen und habe gefunden, ey, nein, es kann nicht sein, dass ich mein Innere, ich so krass mich beeinflussen lasse, weil es gibt so viele Leute da draussen, die werden dich so oder so judgen. Es wird 100% Leute geben, die jetzt auch das Video judgen werden, aber egal. Es hat mir gelangt, um immer nur Wählen machen, aber nie umsetzen. Und dann habe ich einfach mal angefangen mit Gaming-Videos, weil ich zu dieser Zeit ist so meine Apex Prime Era war, wo ich unbedingt wollte zeigen, so wie das für mich ist, um mit Predators in der Lobby zu sein. Oh, das sind so Zeiten, das war so geil. Ich habe das so ein bisschen angefangen auf TikTok zu posten. Das ist eigentlich relativ gut angekommen. Ich habe jeweils so 700, 800 Views auf meinem Profil gehabt. Ich habe gefunden, that's enough. Ich wollte nicht online gehen, auch das machen, was alle anderen auch machen, weil ich eben wollte authentisch sein. Ein Video hat das ganze Zeug ins Rollen gebracht. Das Video ist für mich, als so ein Creator mit 800 Followers und 400 Views, ist das viral gegangen, okay? Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen dazu entschieden, meinen englischen Account, weil mein Account war halt nur auf Englisch, meinen englischen Account konvertieren auf einen deutschen Account und habe dazu einen separaten Account gemacht für englischen Content, weil das haben mir ja ganz viele Leute halt gefolgt wegen meinen Reactions to Apex. Das heisst, ich habe jetzt 2 Accounts auf TikTok. Einerseits ist es Mirojax und auf der anderen Seite ist es Jagi-Effekt. Der ist auf Deutsch, der ist auf Englisch und ich poste jeden Tag einiges auf jedem Account. Ich hatte mega fest das Bedürfnis zum präsenter sein auf Social Media. Zusätzlich zu dem wollte ich einen Podcast erstellen, weil ich gefunden habe, hey, ich rede über so viele verschiedene Themen
wo ich gerne will, dass das Format ein bisschen länger ist. Ein Video educational und ein Video ist, wer bin ich als Person. Mein Punkt 3 war, Realität auf Social Media zurückbringen. Ich habe das Gefühl, Influencers führen so ein Out-of-Touch-Leben zum Teil, oder von dem, wenigstens von dem, was man online sieht. Ich finde das mega schwer. Ich finde es so schwer, dass man heutzutage, wenn ich auf Social Media gehe, Alter, nur noch so Menschen gesehen, die perfekt mit ihrem Leben unterwegs sind, wo ich einfach so denke, wey, Mann, bin ich die Einzige, die struggelt. Komm halt einfach ich ins Spiel. Ich will jetzt das Gesicht sein, das findet, hey, wir strugglen alle miteinander. Wir sind alle zum ersten Mal auf dieser Erde und keiner von uns hat einen Place, was wir eigentlich machen. Es ist nicht nur ein «Wey, es ist alles gut und es ist alles ästhetisch und das sind die nächsten 10 Amazon Plus Finds, was auch immer», sondern ja, so ein bisschen mehr Relatability zurück ins Social Media Leben hineinführen. Ich werde immer wieder abwechseln zwischen deutschem Content und englischem Content. Das wird genau der gleiche Ablauf sein mit meinem Podcast, weil der Podcast wird dann auf Spotify veröffentlicht und dann wisst ihr eigentlich immer genau, diese Woche ist die deutsche Episode dran, die dann auch zusammen auf YouTube veröffentlicht wird. Und eine Woche darauf wird es dann eine Podcast-Episode geben auf Englisch, folgend mit einem englischen YouTube-Video. Das ist so crazy! Aber es ist Mental Illness, es ist Personal Growth, es sind verschiedene Modelle, eben wie gesagt, so Kommunikation oder so. Diejenigen, die jetzt aber noch keine Ahnung haben, was ich eigentlich auf TikTok veröffentliche, das sind so ein bisschen Themen, die ich hauptsächlich anspreche. Psychologie, dann will ich euch die Influencer mit Sachen, die ihr einfach nicht brauchen tun. Oder im ganzen Zeug online, wo findet, du musst so und so sein, du musst so und so aussehen. Oh mein Gott, 10 Steps, Skincare und was auch immer. Das ist einfach so, ey Mama, braucht es nicht. Schnuff einfach einmal, bis einfach mal du selber. Zudem möchte ich euch von meinen persönlichen Highs and Lows erzählen und natürlich mache ich auch so Vlogs und Challenges, weil ich finde Vlogs immer mega cool, weil dann seht ihr, was ich im Alltag so erlebe, aber so den Alltag von einem 0815 Menschen in der Schweiz. Und ich liebe es, zu mir selber Challenges zu setzen. Das heisst, ich habe einmal eine Challenge probiert, wo ich jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufstehen wollte, um zu schauen, ob sich eine Morgenroutine wirklich lohnt, weil ich bin ein chronologischer Spätaufsteher. Oder ob es sich eben nicht lohnt und ob es eigentlich voll egal ist, wenn du aufstehst. Nur das Ding ist, ich habe es nicht einmal geschafft, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und darum ist die Challenge failed und ich muss sie jetzt anderes Mal nochmal probieren. Aber es sind definitiv so Sachen, die ich euch unbedingt mitnehmen möchte. Es war so viel Informationsfluss. Oh mein Gott! Also, das ist mir wichtig. Ehrlichkeit, Akzeptanz von verschiedenen Meinungen, Transparenz, wachsen und einfach mal dürfen sein. Ich habe euch jetzt von meinem ganzen Ökosystem eigentlich erzählt. Das ist einerseits Insta, TikTok, YouTube und Spotify und ich werde euch dann alles auch noch verlinken. Das Ding ist, meine erste Episode von Spotify oder von meinem Podcast ist noch nicht draussen, weil ich da separat noch an einem Projekt dran bin. Aber es wird bald dazukommen und auf das freue ich mich. Aber ich habe mit dem YouTube-Video nicht so lange warten, weil es wartet schon so lange Leute auf mein YouTube-Video und jetzt ist es einfach mal da. Und bevor ich zum Schluss komme und euch alle wieder springen lasse mit eurem Daily Business, Worte ohne Taten sind wertlos. Das war es für mein erstes YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich habe nicht zu viel geredet oder zu krass euch überrumpelt. Und wir sehen uns beim nächsten Video.